Jo, was ist Pokémon King 86 zum Start? Das geht mal keinen auf. Guten Abend, mein Name ist The Real Pain. Ich bin heute für etwas Spezielles zu schwätzen. Und zwar wieder schon vielleicht im Overlay mitgekriegt hat. Wir machen ein Pokémon-Turnier. Wie nie machen wir ein Pokémon-Turnier, aber ja, muss man hier kurz rüber switchen. Genau du. Am Gaming Café November 2016, das ist der 19.11. Das ist knapp eine Woche für Sun and Moon. Und genau das ist die Idee von dem Ganzen. Ich wollte Turnier machen für so ein bisschen von Hypers für Sun and Moon. Und so, okay, wir kommen ein bisschen zusammen und wir gucken uns ein bisschen an, was bei Oras alles so los war. Wieso okay Sun and Moon Turnier? Weil praktisch unmöglich für auch schneller Zeit ein Team zusammenzustellen für ein Turnier zu machen. Weil es soll um Turnier, das ist ein Event, es geht darum viel Spaß zu tun und sozusagen ein Farewell und Pokémon Omega Ruby Alpha Saphir. So, also, Träger für das Turnier, natürlich. Das könnte immer noch den heutigen zwei Spieler gespielt. Omega Ruby, Alpha Sapphire, falsche W, ne, das ist so, falsche W. Schon mein Kamera nicht invertiert. So, fucking, there you go. Das sind Spieler, die da muss tun. XY geht nicht. Das ist kompatibel mit den heutigen Spielern für zu tauschen, auf zu kämpfen. Aber nicht, wenn da wollt Megas benutzen. Die neuen Mega-Pokémon aus den heutigen Spielern funktionieren nicht, wenn jemand eine XY-Version spielt. Also, sorry, ich gebe gerne übergreifend machen für all die Leute, die nicht Omega Rubin und Alpha Sapphire haben. Aber ich kann das nicht. Und die baut natürlich so etwas im 3DS-Dingsbums. Nicht den High, den New 3DS, den 3DS. Scheißegal, solange da Konnektivität tut. Für immer andere Leute zu battlen. Wie battlen wir? 6v6, Level 50. Das heißt, ein komplett Team von 6 Pokémon. Wir machen keine Doubles, das nimmt immer ein E-Pokémon im Feld auf alle Seiten. Und minimal Level 50. Weil ich gebe am nächsten Level 100 machen. Mit dem Problem ist, wenn ich kämpft, wird Nintendo so angestellt, dass es immer zurück auf Level 50 geht. Das ist der Dienst, was ich kann aufstellen. Das heißt, ihr müsst auf Monster Level 50 schon, ob ihr Pokémon, die da benutzt. Ihr könnt drüber sehen. Das Spiel resettet dann auf Level 50, das ist kein Problem. Aber ja, die müssen auf Monster 50 schon viel können, ob 50 Euro skaliert zu gehen. Das Spiel skaliert leider nicht auf 50 Euro, werde ich eigentlich ein bisschen dämlich fanden. Aber bon. Es gibt wahrscheinlich Single Elimination. Das heißt, von der Match verliert sie da raus. Ich will halt ehrlich gesagt ein bisschen gucken, Event selber wie es verläuft, weil Pokémon-Matcher können heißt so verdammt lang dauern. Ich gebe gerne ein Losers Bracket machen, aber ist vielleicht zeitlich nicht machbar. Das könnt ihr wohnen, wie viele Leute sich interessieren, wie viele Leute schon melden. Kann ich das noch mal gucken, ich will Losers Bracket nicht komplett ausschließen, weil ich hasse nicht von dem E-Match verliert, dann muss gehen zum Beispiel die Pokémon, wo auch viel Critical Hits etc. Hacks kann passieren. Gebe ich gerne niederlegen eine Chance geben, mir, voilà. Gucken, ob es zeitlich machbar ist. Da muss man im Event selber gucken. Anfang wird normalerweise gehen so eine Dauer, schmengen die Detailer. Kommen noch, sobald wir noch Event da sind. Für den Moment sind dann mal Regeln für das Spiel selber. Also, ihr braucht ein 3DS. Ja, nicht ein 3DS. Wir stellen das nicht zur Verfügung. Sorry, also so viel 3DS und schon nicht respektiv Spieler. Selbstverständlich mit Spiel, mit ihre Pokémon. Für Pokémon zu breeden, Pokémon zu kreieren, könnt ihr mich schreiben, könnt ihr irgendwie unter dem Video hier oder auf der Seite von VGLU oder auf der Facebook von VGLU. Ich kann nur noch gucken, vielleicht noch ein bisschen Videos zu posten, wie ein Breed etc. Für so die kompetitiven Dinge zu kommen. Aber wenn einfach will man in Ingame-Team-Spiele kommen, das ist absolut kein Problem. Ist das ein Event, das wie gesagt geht mir mehr drum für Pokémon, denn The Farewell von der Generation 6 für Generation 7 ranzugehen. Und wir waren noch immer Lucky Loser, das heißt auch von der last fucking Platz sitzt. Jeder kriegt seine Nummer und Herr Nogen eine Nummer gezogen und die Person kriegt etwas.
Schon Grundregeln erklärt, mir du etwas anderes. Und zwar Small Rules. Ich will Turnier in der Small Rules haben. Für die Leute, die wissen, was Small Rules sind, perfekt. Der könnte wieder stoppen. Für die Leute, die nicht wissen, was Small Rules sind, okay, ich probiere das sehr unkompliziert wie möglich zu machen, weil das ist ein bisschen viel. Ich schon mal ein bisschen ein kleines Cheap Sheet. Die Sachen, die ich muss unbedingt ein bisschen erwähnen. Für das allererst, guck mal, dafür habe ich auch die ganzen Dinge, ob da mal genau gucken, wo ich hingehe, da alles das, was ich selber daheim nachgucken, und nicht ein bisschen zu gucken, der geht bei Strategy Pokédex, und da geht er bei XY. Okay. Das können wir Band löscht. Was für Pokémon sind an diesem Turnier gebannt? Das ist nicht wie bei Nintendo-Regeln, wo am Anfang mit Legendaries sind. Das ist ein bisschen spezifisch, weil mehr kompetitiv ausgebaut ist. Ich fand mich mehr Spaß, weil man auf OP-Pokémon basiert ist, an man auf Hacks, weißt du. Das man Luck am mehr Skill-Based, das ist die Regel, die Rule-Set. Also, Band löscht. Für die Band löscht zu finden, geht er bei Formats und hier gehen los ich davon nicht verwirrend, das ist so wurscht. Die geht hier innen rauf bis bei Uber. Und dann klickt er darüber und da hat er Band löscht. Mit Num, mit Foto, mit allem drum und dran. Das ist alles auf Englisch. Los ich auch davon nicht aufschrecken, wenn er einfach nämlich hier auf Google angeht. Da findet er dann auch auf Deutsch. Für die Leute, die auf Deutsch oder Französisch spielen oder whatever, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch. Also wie gesagt, hier ist Band gelöscht. Brauche ich am Anfang nicht weiter viel dazu zu sagen. Es sind hauptsächlich Legendaries, aber es sind auch ein paar verschiedene Speziellen dabei, wie den Aegislash zum Beispiel. Den ist so gut, den man lädt. Arceus Formen, Mega Blaziken, Mega Logok. Ja, Deoxys, Darkrai etc. Aber ja, hauptsächlich, wo du halt musst drüber passen. Es sind Legendaries, das ist Aegislash und dann Mega Blaziken und Mega Blaziken sind alle zwei gebannt. Ich habe jetzt genau gesehen, dass das Mega Ultra Chicken da. Das ist gebannt. Mega Gengar ist gebannt. Aber nicht normale Gengar. Das ist auch eine Sache, wo du musst ganz gut drüber passen. Es sind verschiedene Megas, wie so Mega Gengar, Winstinger Fähigkeiten, Winstinger bombastische Stats. Wo sie einfach gesagt haben, ja okay. Aber das sind immer die Sachen, die freuen dich vielleicht, ja, wir möchten die Regeln. Das ist eine ganze Community von Leuten, die Sachen testen, die Sachen voten. Du hast nicht ein Fuzzi, die sagt, das Pokémon gefällt mir nicht, der kommt raus. So wie Ninja. Das ist auch einfach, wenn es eine Fähigkeit was problematisch. Mehr kann Gamas gebannt, normale kann Gamas nicht gebannt. Okay? Okay. Also solange sie ob das erlöscht sind sie gebannt. Mehr sind nicht. Das ist erbannt löscht. Wo du könnt gucken, wer der benutzen. Alles was Teil Robos der nicht benutzen, den ganzen Rest der benutzen auch Pokémon, die verschiedene Formen haben. Wie Landorus. Landorus normal, als nicht erlaubt. Landorus Terrien sind verwandelt Formen, die auch erlaubt. Und was wollte ich noch hier? Als noch hier etwas Wichtiges, was ich wollte erwähnen. Ja, Mega Rayquaza ist nicht auf der Löscht hier. Mit Mega Rayquaza ist definitiv gebannt. Weil Mega Rayquaza hat sein gelöscht. Anything goes. Da werde ich noch eine von. Mir egal. Band löscht aus Ubers plus Mega Rayquaza. Easy. Weil Mega Rayquaza ist broken. Broken as Dong. Okay, nächster Punkt. Clauses. Okay, kommen wir bei Clauses. Es ist ehrlich gesagt, du bist so blöd, und ich fand das nicht mehr auf der Seite dran, dafür gehe ich auf Google und ich gehe Smogon Clauses an. Die Seite ist übrigens smogon.com. Ich weiß schon über mein Ding jetzt ausgeblendet, weil ich wollte nicht verstehen, ob es zu viel Preis geht. Wird vielleicht nicht so im Video, ich weiß nie. Smogon White Clauses geht einfach hier. Smogon, das ist wichtig, X und Y Articles. Wir sind XY Generation. Du geht da drauf. Oder wie gesagt, ich schaue aus dem Video. Die kann ich auch einfach das Video pausieren und nicht so gucken. Okay. Clauses. Das ist ein bisschen mehr spezifisches, also aber nicht schwer, als nicht super spezielles. Passt einfach nur drauf.
Species clause, a player cannot have 2 Pokemon with the same national dex on the team number on the team. For example, using a team with 2 Coughing would break this clause. Using different forms, Rotom Wash, Rotom Sea, also break the clause since they share the same Pokédex number. Nein, Übersetzung. Die dürft nimmen dasselbe Pokémon ein Keier benutzen. Nummer am Pokédex definiert das Pokémon. Das heißt, die darfst ein Smogmog, die darfst nicht zweimal holen. An der Rotom, den verschiedene Formen hat, der darfst auch nicht zweimal holen. Der darfst immer noch einen Rotom holen, und immer noch einen Smogmog an dem Team. An kein Global auch, wie gesagt, was verschiedene Formen hat. Sleep Clause. Ganz, ganz wichtig. Und das ist eine von den Sachen, wo ich so ein. Dafür aus der Regel hat er gemacht, für Männer auf Glück und mehr auf Skill. Sleep Clause, if a player has already put a Pokemon in his side to sleep and is still sleeping, another one cannot be put to sleep. Was das heißt, als der darf pro Match, also am ganzen Match, der wird immer noch Pokémon von einem Gegner ausschlafen. Solange das Pokémon noch schläft, der wird kein zweit ausschlafen. Wenn das Pokémon erwäscht, der wird immer noch schlafen. Aber immer nur eins. Das zählt auch nicht von euch Rest machen, ich weiß nicht wie das, Erholung, wenn ich Erholung machen, an der Schläferin von meinen Pokémon selber an, darf der Gegner noch immer von meinen Pokémon ausschläfern. Mit dem Gegner darf immer nur Pokémon ausschläfern. Also solange das Pokémon schläft, darf kein weiter angeschläfert werden. Okay? Das ist wie gesagt einfach eine Strategie, weil es kann ja sich oft so ein, ja okay, hier will mich nur bestimmen, mit dem du Pokémon ausschläfern. Ich schicke da raus, das Pokémon raus, was entweder gegen Schlo wie Munas oder was ich nicht unbedingt direkt brauche oder was auch immer. Und das, wie gesagt, das sind Strategien, Strats. Evasion Clause, auch ganz wichtig, weil das heißt nicht, auch für Leute, die viel Battlesport spielen oder gespielt haben, die kennen das bestimmt. Die Leute, die einfach nehmen, ja, so das wird einfach mal nicht. A Pokémon may not have either Double Team or Minimize in its moveset. Du darfst kein Double Team und auch kein Minimize benutzen. Ich weiß nicht, wie Minimize, also Double Team ist Doppelteam auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie Minimize heißt, und fällt mir fucking Kopfhörer raus. Die Kopfhörer sind Trash. Ja, nein, kein Ausweichen Bullshit. Das ist null. Das ist einfach nur, wenn du klickst da und du sagst, hoffentlich trifft er mich nicht. Das will ich nicht gesehen. Und ich habe das so oft gesehen. Das gesagt an offiziellen Nintendo-Turnieren, und dafür fand ich die auch Blödsinn. Und dafür fand ich das auch mega Blödsinn und einfach nur Bullshit. Oko Clause, a Pokémon may not have the moves Fisher, Guillotine, Hornrill or Sheer Cold in its moveset. Die darf keine Moves benutzen, die direkt killen. Es gehen Guillotine, Hornbohrer, und ich weiß nicht, wie was Fisher aus Sheer Cold. Aber das sind Attacken, die extrem wenig Trefferchance haben, aber was sie treffen, killen sie direkt. Selbe Sache wie mit Evasion Clause. Du sitzt nur da und du klickst die Attacke und denkst da, hoffentlich trifft das. Das ist nicht, nee, das ist nicht gut, das ist nicht interessant. Und jeder, der selbst benutzt, übrigens all die Sachen, die ich erwähne, die geht direkt rausgekickt, wenn du selbst benutzt. Das wird kontrolliert. Moody Clause, Team cannot have a Pokémon with the ability Moody. Moody als auf Deutsch Gefühlswippe und als eine Fähigkeit, die pro Tour random Stats random Stats raufsetzt, während ein anderer Stat geboost wird. Ich meine plus 2 sogar. Selbst Sache, als einfach nur dein Glück sagt, du sitzt da und du hoffst, dass du das kriegst, was du brauchst. Kein Skill gebraucht, kein Skill benutzt. Endless Battle Clause, players cannot intentionally prevent an opponent from being able to end the game without forfeiting. Okay, also kein. Das kannst du sagen, sehr gut. Cannot intentionally prevent an opponent from being able. Ja, okay, ja. Irgendwie so Broken Combinations zu benutzen. Wenn ich weiter noch nie gesehen habe, dann würde ich das auch kein kann. For example, Slowbro holding a Leperberry can create an endless battle using moves to cycle, heal, post lack of block. To do so, Slowbro traps one of the opponent's Pokemon, PP stalls it, and heals struggle damage infinitely using Heal Pulse and Stack Off. Okay, also das ist einfach nur eine Kombination, wo
mit Block kannst du Gegner aufhängen, aber Slack aufhältst dich selber, mit Healpuls. Das ist einfach ein Star. Wenn wir hier sowieso einen Timer, der Timer lebt sowieso die ganze Zeit. Ja, ich meine, das ist echt da. Das sind sie für den einfachen Timer auslaufen zu lassen und so zu sagen. Auf jeden Fall, die darf natürlich auch Zeit holen für Strategien, aber guckt nicht, dass es darüber ausgeht, dass per Timer gewonnen irgendwie so. Das ist echt so dumm. On Swagger class player cannot use the move Swagger. That heißt, Swagger als auf Deutsch. Oh, guck mal hier. Schön. Swagger, Pokémon. Gehen wir mal einfach an. Ah, da. Guck, wenn er bei Bulbapedia geht, dann hat er hier Vantardis oder Angeberei. Ah, ja, okay. Voilà, und das ist Bulbapedia. Können wir schon gucken, wenn er hier Verletzungen braucht. Einfach den deutschen Dingens angehen und dann den englischen Term angehen und dann kommt er hier bei ja, Angeberei für immer. Wo war ich schon? Ups. Das hat nichts damit zu tun. Swagger als ein Attack, die Gegner verwirrt an dem Gegner sein Attack-Stat 2 Stufen absetzt. Wieso das verboten ist? Weil es gibt erstens mega lame Tricke für das zu exploiten, weil es gibt eine Attack, die du kannst benutzen, die dem Gegner sein Attack-Stat benutzt, für deinen Damage zu berechnen. Und du hältst einfach mit Swagger, du möchtest dem seinen Attack ab und du benutzt dann den Gegner Attack für Gegner Damage zu machen, und der Gegner ist verwirrt und kennt sich selber mehr schlagen. Was extrem gefährlich ist von den plus 2 Damage sowieso schon halt. Ja. Und ja. Das sind Smog-Regeln. Wie gesagt, das ist vielleicht alles ein bisschen viel. Aber das bringt mich noch auf einen weiteren Punkt. Wenn ihr die Sachen hier wollt probieren, wenn ihr für ein Pokémon-Team zu machen, geht für dich hier hin, Pokémon Showdown, und testet das aus. Hier könnt ihr alles austesten. Hier könnt ihr Teambilder gehen. Und das ist schon ein bisschen gebastelt schon. Wir möchten dann von New Team, Select the Format, OU, wo alles erlaubt ist, außer U-Boss. Da seht ihr auch, was gebändet sind hier. Und hier wird die ganze Liste mit den Pokémon, mit ihren Stats, Fähigkeiten und so weiter. OU, Borderline. Und das sind Tiers, für die interessiert. OU ist den Tier Overuse, das sind die Pokémon, die meisten benutzt gehen. Jeweils auch die besten. Borderline ist das, was was zu stark ist für UU, bei anderen Users, aber nicht genug. Das ist auch so ein bisschen wie gesagt. Es gibt hier geguckt, es gibt hier getestet und es gibt auch dezidiert, was wohin geht, einfach wie viel Leute benutzen. Also das nicht nur die stärksten, die besten Pokémon, es sind auch einfach die Pokémon, die am besten gehen, die am meisten Nutzen haben etc. Und voilà, hier die ganze Liste von allem. Und hier können einfach, ich mal ein Beispiel schon mal eine Zoomeril. Und hier können Moves gehen, Shadgear, Aquajet. Hier kann auch stehen noch Alt-Moves drauf, die Kalieren, Aquajet, Aquatail. Und hier sind für allem die Moves, die am meisten benutzt gehen. Weil, wie gesagt, hier usually uses Moves. Hier sind auch die Moves, die Kalieren, die aber bald hier benutzt, weil sie nicht wirklich gut sind. Aber, ja, voilà, hier können einfach ein Pokémon rauspicken, eine Schule Aquajet, eine Schule Aquatail, eine Schule Bellydrum, wenn du. Das hier ist kein gutes Set. Matt das Set nicht noch, und Schlift. Und Grassnot zum Beispiel. Und da kann ich halt Stats gehen, ich hätte dazu voll Hitpoints und voll Schnelligkeiten einkehren. Das ist kein gutes Set. Matt das nicht. Und hier gehen dazu verschiedene Sachen. Hier sind schon prädeterminiert. Nicht, da sind Ivies. Ivies sind hier. Ivies, Eevees. Wenn ihr das nicht kennt, das finde ich ein Video für sich. Ich gehe nicht komplett darüber an. Ihr könnt Eevees trainieren da, an dem da die Drogen am Spiel kauft. Calcium, Carbon. Das sind die Sachen, die Eevees steigern. Und dann hat er seit X und Y könnt ihr ja auch an einem Bildschirm super Training machen, wo ihr einfach so mit Fußball tippt. Das ist auch für Eevees
zu bestimmen, für die Leute, die noch nicht wussten, für die Stats ein bisschen zu boosten. Und Eevees, die sie prädeterminiert von Pokémon aus dem schlüpft. Anscheinend schon determiniert von DHS, mir das keine Ahnung, wie das kontrollieren kann. Ja, wie gesagt, drei können ja Teams zusammenstellen. Ich meine, nur nicht weiter hier, an der Sicht hier OU am besten. Und da kann ich mit dem fucking Zoom Reel oder Battle klicken und Matcher sich go. Weil ich das selbstverständlich nicht machen. Wir wissen was tun ich hier? Ich klicke ein paar. Oh, schon mein Zähne angelockt. Random Battle, da, go. Random Battle ist einfach, wo der irgendein Team vom Spiel kriegt. Wird normalerweise schlecht sein. Ich wollte euch da nicht weisen. Oh, schon die Ochs ist nice. Ich wollte euch da nicht weisen, weil er halt perfekt ist, zu trainieren. Und ohne Lo. Hier können die Teams zusammenstellen und gucken, ob sie wirklich etwas bringen. Und dann können sie sagen, okay, hier ist etwas, was funktioniert. Hallo, kann ich mir das in-game machen, breeden oder whatever. Voilà. Ich fand Pokémon schon das perfekt für die Sachen. Hier steht auch Prozent, wie viel Prozent die Gegner hat, was für ein Typ und alles, das andere Pokémon ist, was für eine Attacke nicht hat, die nicht die Battle Time gemacht. Ich meine einfach, ich meine Starfox. Aber voilà, hier können all die Sachen, hier ist alles viel mehr übersichtlich wie 3DS. Hier sind alte Fähigkeiten angewiesen. Auch was du kannst holen, was für ein Item das du hast. Sucker Punch, du Idiot! Okay. Ich meine eigentlich mal noch einfach die Battle fertig und ist ja noch Sucker Punch gemacht. Oh my god! Oh my god, get played! Ich meine, das ist nass. Ja, voilà. Das ist Pokémon Turnier. Wie gesagt, geht auf Showdown, wenn er will ein bisschen wenn er nicht viel vom Kompetitiven will, kennt, probiert ein bisschen aus. Pursuit. Das war so null. Ich weiß auch gar nicht, für den zu treffen. Catch this Lucario real quick. Okay, whatever. Mein Jox-Sitzung habe ich erledigt. Ja, voilà. Es gibt Preise, macht für den Spaß oder für kompetitiv. Das ist ganz wieder wild. Es so immer das Wort Turnier und ich weiß, das schreckt verschiedene Leute auf, aber das für Funsies, ich will das Spaß hat. Egal, wer da was mitbringen. Sucker Punch, du warst so null. Ich meine, wirklich so nass. Okay, ich muss abhalten, oder? Es gibt Preise, für Gewinner, für Verlierer, für jederin. Nein, nicht gerade für jederin, nicht jederin kriegt etwas mehr. Lucky Loser, etc. Schlussendlich, wir machen Kontrollen für runde Matcher. All die Regeln, die ich euch erklärt habe, so dann einfach, ich mach was ich will. Nee, all Team geht von einem Member von der VGLUQ kontrolliert, den nicht Turnier hält. Ich bin also nicht, weil ich will normalerweise selber mitspielen. Wir setzen ihn noch hin, den Teams alle gut kontrolliert. Die darf Teams nicht wechseln. Die hat ein Team, an dem ich sozusagen am Anfang vom Turnier ausschreibt, der hat kontrolliert, der hat Moves geguckt. Da machen wir beim Supertraining innen, also die kleinen Fenster, wo ich gesagt wie die Wies verdelt sind. Wenn der überall voll sind, dann hat er gehackt, dann hat er gefuddelt, dann darf er nicht spielen. Und voilà. Also mal dich drin, Breeder Pokémon, stell dich ja Teams zusammen. Oder wie auch immer, ob du breeden oder andere Methoden. Wo wir nicht drüber gehen. Solange Pokémon legit sind, darf er Mod spielen. Wenn irgendetwas auffällt, was Bullshit ist, dann geht er dir ausgekickt. Das ist das. Weil sonst das wir fanden, ich will doch von Huden mit legit Regeln und keinen Blödsinn. Voilà. Und ja, das war alles. Ich mal noch nach den Random Battle fertig, weil schon noch 60 Sekunden. Und ich will den Mondo nicht stallen. Ich hasse Stall. Also, dann können wir erst gucken. Und wir sehen uns dann den 19. Goodbye.